Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass wir derart leicht in der Masse gelenkt werden, alles glauben, was unsere Politiker, unsere Wirtschaftsbosse, unsere Ärzte da in die Welt setzen? Wie konnte das so weit kommen? Ich habe da meine Theorie und diese Theorie, denke ich, ist nicht weit von der Praxis entfernt. Denn es braucht für alles, was ist, braucht es ein Vorfeld, eine Einführung. Das geht über Jahre, über Jahrzehnte teilweise. Wir wissen, wie die jüngere Generation aufgewachsen ist. Die Dispenser für die Seife und dann unter den Wasserhahn mit den Händen und dann die Hände wäschen. Bitte nichts berühren. Alles so steril halten, wie es irgendwie geht. Das hat zwei Wirkungen. Einerseits für den Körper eine schwächende. Er kann sich nicht selbst schulen und das Immunsystem oder die Immunkraft nicht aufbauen, wie er es sollte. Und zweitens eine psychische. Die psychische ist diese, dass alles, was Dreck ist, schädlich sei. Früher, ich erinnere wieder mal daran, früher hatten wir immer gesagt, 1 Kilo Dreck bis zum Kindergarten und du bleibst ein Leben lang gesund. Und das ist auch so. Die Kinder, die wirklich im Dreck gespielt haben, die schmutzig heimgekommen sind, das sind die gesündesten. Kommt heute dazu, wenn sie nicht geimpft sind, sind sie noch gesünder. Sicherlich gesünder im Schnitt als die geimpften Kinder. Das weiß man, wissenschaftlich belegt heute. Nun, wir haben die Situation so, dass jeder das Gefühl hat, das ist gefährlich, das ist etwas ganz Kleines, das kann uns angreifen. Und dann wird eine Kampagne geplant von Menschen, die unmenschlich, würdelos, jenseits jeglicher Ethik, herzlos, einen Plan umsetzen wollen, der die Menschheit reduzieren soll. Das sagen sie gar öffentlich, es wird öffentlich verkündet. Doch gehört wird es nicht und richtig verteilt via Medien wird es auch nicht. Nun ja, es braucht die Medien, ohne die Medien geht das nicht. Und dann muss Mann oder Frau, oder eben diese, die Medien auch an der Leine haben. Das heißt, man muss wissen, dass sie tun, was man will. Und das ist natürlich einfach, wenn eine staatliche Regierung etwas durchsetzen will, dann kann sie das mit dem staatlichen öffentlich-rechtlichen Sender tun. Wir hätten an und für sich ein Radio- und Fernsehgesetz, das frei von solcher Willkür wäre. Wäre, wenn, nicht. Wir wissen, wir können es belegen heute, wir wissen, dass in den letzten 10 Jahren mehrmals Bundesräte, manchmal alle, manchmal nicht alle, am WEF, bei den Bilderbergern oder auch anderswo waren. Wir wissen alle, dass diese Leute dort nichts Gutes im Schilde führen, sondern Kasse machen wollen. Sie wollen unterm Strich immer eine große schwarze Zahl sehen, damit ihr Reichtum, ihre Macht noch größer wird. Und ja, da komme ich dann, du kannst jetzt kommen und sagen, was du willst, aber ich komme jetzt zum Thema Judentum. Denn das Judentum, das spielt hierbei eine doch maßgebliche Rolle.
Und da möchte ich unterscheiden und dann möchte ich auch, dass ihr wisst, dass es nicht um die Juden an und für sich geht. Es gibt zwei Arten von Juden. Es gibt die abrahamitischen, welche aus der Region kommen, abstammen, in den jüdischen Blutlinien, die sich auch verteilt haben, wieder zurückgingen nach Israel und so weiter, oder immer dort waren, oder im Iran sind. Dort ist nämlich die größte jüdische Gemeinschaft überhaupt im Nahen Osten. Und die leben seit Menschengedenken dort in Frieden mit den Moslems. Die haben keine Probleme. Warum sollten sie auch? Sie können einander respektieren. Was ich hier sagen will, es gibt zwei Arten Juden. In einer Art gibt es orthodoxe, gemäßigte, radikale, in der abrahamitischen Art. Und dann gibt es die khazarischen Juden. Das sind eigentlich keine Juden, denen ist das Judentum aufgezwungen worden. Von Russland, dazumal. Es ist schon eine ganze Weile her. Das war ein Volk, die Khazaren, die haben alles gemeuchelt, beraubt und gemordet, was in ihre Nähe kam. Und Russland hat ihnen dann den Meister gezeigt und hat von ihnen verlangt, zur Auswahl gegeben, ihr nehmt jetzt eine von diesen Religionen als Staatsreligion an oder euer Staat wird annexiert. Und zur Auswahl standen für sie das Christentum, der Islam und das Judentum. Und die Khazaren haben sich dann für das Judentum entschieden. Geändert in ihrer diebischen Weise haben sie sich innerlich bis heute nicht. Und diese khazarischen Juden sind auf der ganzen Welt verteilt. Und das hat mit Semitismus oder Antisemitismus gar nichts zu tun. Nur mal so am Rande, ja? Bevor man da beginnt loszuschießen. Diese Juden sind in der ganzen Welt verteilt, überall. Und sie sind überall dort, wo Geld gemacht wird. Sie sind die Räuber der Systeme. Zum Beispiel in der amerikanischen Regierung, schaut mal nach, wie viele Juden dort sind. Es sind über 90%. Das ist doch auffallend, oder? Dann kommt hinzu, dass in diesen Kreisen und anderen auch die Eugenik ganz groß auf dem Fähnlein steht und gewunken wird. Die Eugenik ist dieses Werkzeug, das Menschen loshaben will, das der Welt klar machen will, wir seien viel zu viele und einige müssten weg. Wir sind nicht viel zu viele, das sind wir nicht. Wir könnten 20 bis 32 Milliarden Menschen sein, wenn wir etwas vernünftiger leben würden und die Verteilung ein bisschen gerechter wäre. Hier liegt der Schlüssel der Angelegenheit oder der Kiste, die da verschlossen ist. Diese Eugeniker, die haben Pläne und Projekte. Und diese Eugeniker, die finden wir heute rund um den Globus, vor allem in hochindustriellen Staaten. Auch hier in der Schweiz. Dann kommt hinzu, dass bei diesen Leuten die Pädophilie auch sehr verbreitet ist. Mann und Frau kann das überall nachlesen. Das Billigste ist, jetzt einem, der das in die Welt trägt, wieder blöd anzuhängen oder ihm was Doofes anzuwerfen, gehässig zu sein. Es ist viel ehrlicher,
selbst zu prüfen, ob das stimmt, was ich hier jetzt in die Welt wieder trage. Ich habe es von Anfang an vermutet, weil ich ja auch als Gestalter sehe, wer denn jeweils den Schweizer Preis Gestalter des Jahres bekommt. Und mir ist auch aufgefallen, dass da einige Jahre nacheinander immer dasselbe gewonnen hat, der ganz seltsame Illustrationen und Bilder in die Welt trägt, die sich immer mit Kindern zeigen. Und immer so im Stile von Abramowitsch. Sagt euch vielleicht was. Spiritual Cooking. Also da liegt eine Menschenleiche, eine künstliche, kunstvoll gestaltet auf dem Tisch, und dann hat man ein Riesenmahl und isst diese Menschentorte auf. Dazwischen schauen noch irgendwie in der Mitte des Tisches einige lebendige Köpfe hervor, die dann auch symbolisieren sollen, dass man das auch abschneiden könnte. Es natürlich nicht tut. Nein, nein. Ja, auch der nette Herr Drosten war auch an solchen Veranstaltungen dabei. Und an solchen Veranstaltungen sitzen sie. Das sind alle, die auf der Passagierliste von Epstein gestanden sind da auch immer dabei gewesen. Und unser Bundesrat Alain Berset ist ein Fan dieses Künstlers in der Schweiz. Hat ihn protegiert. Und ja, hat auch Umgang mit Typen, mit Pädopriestern, Kardinälen, auch mit dem Papst, der auch sehr fragwürdig ist in dieser Thematik, der Franziskus. Und da frage ich mich dann schon, wenn hier schon nicht die Distanz ist, wie ist es dann in anderen Dingen? Ich weiß, dass Berset am WEF war. Ich weiß, dass Bundesräte und Bundesrätinnen bei den Bilderberger waren. Ich weiß, wie der Plan aussieht. Und das wissen viele von den freien Medien auch, weil sie recherchiert haben, weil sie die Dokumente ans Licht geholt haben. Und es gibt sogar einige Zeitungen, wie zum Beispiel Independent, die reden ziemlich offen über das Ganze. Es ist ein Plan, der besteht also er ist eingeführt worden oder das Projekt wurde gestartet 2010. Gesagt wurde uns natürlich nichts, weil eine Pandemie kann man ja nicht voraussagen. Geht ja nicht. 2010 wurde das geistig gestartet. Das WEF, das ist das logistische Zentrum dieser Corona-Schwindelei, Lügerei oder Corona-Horrors. Es ist nicht der Horror, den sie uns zeigen. Der Horror sind sie selbst mit ihren Absichten und den Wirkungen, die es dann gibt. Sie wollen impfen, sie wollen kontrollieren, sie wollen Bargeld abschaffen und sie brauchen ein Werkzeug. Und sie müssen den Menschen das so mitteilen können, dass sie alles fressen. Das heißt, die Menschen müssen zuerst grundsätzlich mal in die Angst kommen. Das hat Januar, Februar begonnen mit der Presse. Ich mache seit Februar Beiträge in diesem Thema. Und Anfang war das eine derart krasse Bombardierung mit Angstbeiträgen, die dir Angst machen sollen. Es ist noch heute so omnipräsent. Es ist noch heute so.
Und nochmals, ich betone es nochmals, es geht nicht darum, dass man die Alten und Belasteten, Vorbelasteten nicht schützen soll. Natürlich soll man das. Dann soll man es richtig tun. Es gibt genug, was man tun könnte. Und es wird nicht getan. Uns wird gesagt, dass das alles zum Wohle des Volkes sei, zum Wohle der Risikogruppen sei, zum Wohle der Alten und Schwachen sei. Das stimmt nicht. Es ist das pure Gegenteil. Das pure Gegenteil findet statt. Es sterben en masse geschwächte Menschen, alte Menschen, isoliert, ohne dass sie ihre Familien während des eigenen Sterbeprozesses dabei haben können. Verzweifelt, isoliert, einsam. Das werde ich diesem Bundesrat nicht vergeben. Ganz bestimmt nicht. Das ist das Stehlen der Menschenwürde, wie es sonst gar nicht gibt. Das gibt es sonst nicht. Nichts kann derart würdelos sein wie das. Dass man Angehörige ohne die Familie sterben lässt, isoliert und wegsperrt. Und man weiß, man hat es schon vorher gewusst, weil es ja geplant war, dass dieses Virus, das gar kein Virus ist, es gibt kein Virus, noch nie hat irgendwer ein Virus fotografieren können. Wir haben noch nie ein Virus gesehen. Es gibt Erreger, die können künstlich erzeugt werden oder können künstlich natürlich kommen. Das ist ganz klar, es gibt Erreger. Und unser Immunsystem, unsere Immunkraft braucht Symbionten, um zu lernen. Wir haben 10 hoch 14 Bakterien in unserem Körper. Die brauchen wir, das sind gute Bakterien. Die brauchen wir dringlichst. Und dann brauchen wir immer wieder einen Erreger, damit diese Bakterien auch lernen können. Die Abwehrkraft sich stärken kann. Und wer das vernünftig und gut macht, hat nie Probleme. Es kann ja sein, dass mal eine Erkältung ist, eine Grippe ist, das überlebst du locker. Und wenn es dann doch mal schlimm wird, am ersten Tag voll einfährt oder sowas, dann gibt es eine Ozontherapie, Chloroquin mit Zink oder eben MMS. Zum Beispiel Vitamin C, D3, in solchen Fällen dringlichst. Ihr solltet aufwachen. Ihr solltet wirklich aufwachen. Ihr solltet bemerken, dass ihr schläft, dass ihr zugedeckt worden seid und dass ihr zu gutgläubig gewesen seid. Die meisten von euch denken, ja, was will denn unser Bundesrat, will uns sicher nicht schaden. Der hat noch nie für Land und Menschen gearbeitet, sondern immer nur für die Konzerne und vor allem, ganz maßgeblich, für die Pharma. Es geht nicht an, dass wir so billig über den Tisch gezogen werden. Jetzt, am 11. September, haben wir in der Schweiz unser 9/11. Und keiner will es merken. Und es liegt auf dem Tisch. Und niemand im Parlament wehrt sich. Sie wollen das in unser Grundgesetz, in unsere Verfassung aufnehmen, dass sie uns totalitär behandeln dürfen, wenn sie wollen. Wenn die WHO eine Pandemie ausruft, dann ist Schluss mit lustig. Wer die WHO ist, weiß Mann und Frau heute auch, wenn Informationen auf dem Tisch sind, die Blick und Tagesanzeiger, Schweizer Fernsehen etc. nicht gezeigt haben. Die sind bekannt, sie sind öffentlich, man kann es einsehen, es ist amtlich, es sind Fakten und Tatsachen.
Sie werden einfach nicht gezeigt. Und was nicht gezeigt wird, ist eine Verschwörungstheorie. Ist von Spinnern. Nein, verdammt, das ist es eben nicht. Es ist eine Verschwörung im Gange. Und in dieser Verschwörung nimmt unser Bundesrat teil und wirkt mit als Mittäter. Und da, ich habe es im letzten Beitrag schon gebracht, verlange ich den sofortigen Rücktritt und eine parlamentarische Untersuchungskommission, die neutral und sauber das Ganze untersucht. Die WHO ist ein krimineller Verein geworden, diktiert von Bill Gates und all den kranken Psychopathen der Eugenik von George Soros, den Rockefellers und so weiter, Warren Buffett. Es ist eine Katastrophe. Und es ist auch kein Märchen, es ist keine Theorie, es ist keine Verschwörungstheorie. Wir haben es im letzten Jahr aus der EU-Führung direkt vernommen. Wir müssen die Alten loswerden. Tja, und das tun sie jetzt. Sie wollen alle loswerden, die Kostenfaktoren geworden sind. Jetzt prüft mal selbst. Geht den Dingen nach und glaubt nicht so einfach alles, was da auf den Teller serviert wird. Wir sind viele und wir treffen uns samstags überall in der Schweiz. Jetzt ist Schluss. Liebe Leute, kurzer kleiner Anhang für alle da, die immer gerade am anderen Verschwörungstheoretiker nachrufen. Warum hinterfragen ihr die Informationen, die ihr so offiziell überkommen, nicht auch so? Wie die Informationen, die da in der Welt 2 Jahre angetragen werden. Warum macht ihr das derart unkritisch? Und nur die anderen sollen Verschwörungstheoretiker sein. Oder eben noch schlimmes Zeug. Warum macht ihr das so? Fragt euch selber mal, ist das nicht überhaupt selbstkritisch? Ist das überhaupt kritisches Denken? Oder ist es einfach blindes Vertrauen in die Staatsführung, in die Presse? Ja, die können doch nicht einfach etwas schreiben. Nein, einfach etwas können sie nicht schreiben. Sie schreiben sehr bewusst. Macht euch ein paar Gedanken über das. Kommt ab dem Anwachen, sehen Sie ein, dass das wirklich nicht geht. Vielen Dank.